Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe an meiner linken Seite wieder mal einen Gast, den ihr euch gewünscht habt. Und zwar... Wirklich? Ja, hoi! Agnes! Hoi zusammen! Ihr habt mich gewünscht! Ja, ich habe gerade die letzte Podcast-Folge, oder vorletzte, habe ich gesagt, mit wem soll ich mal einen Podcast machen? So und cool. dann haben die geschrieben, Agnes. Ja. Sogar Girls Talk. Und heute gibt es einen Girls Talk. Ja, und ist ja schon die zweite von uns. Von heute. Also, Ja, stimmt. Aha, so, und von uns auch schon auf deinem Aha, Kanal. ja, stimmt. Also, aber ich kann es ja gleich nochmal sagen, wir sind schon ein bisschen ausgelaugt. Ja. Darum sind wir vielleicht gerade so ein bisschen, wie sagt man, müde, so hibbelig. Ja, hibbelig, so ein bisschen unkonzentriert, so ein bisschen... Es wird eine wilde Podcast-Folge. Ja. Weil wir haben bei dir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Erzähl mal. Genau, wir haben bei mir Agimania, Yeah. heisst der Podcast, ich weiß nicht mal, ob ihr ihn kennt, aber auf jeden Fall haben wir dort über Freundschaften geredet, so ein bisschen, wie findet man Freundschaften und Freunde, das Gleiche, egal. Und ja. unsere wilde Kennenlern-Story haben wir auch noch erzählt. Ja, wie wir uns kennengelernt haben. Und Nati hat mich wirklich gut beraten. Also sie hat, wie sagt man, Therapiestunde. ja, so oder? Therapiestunde gegeben eigentlich. Mindblowing, hast du wollen sagen? Nein, Spaß. Nein, so Psychotherapie habe ich wollen sagen, aber das ist, glaube ich, das falsche Wort. Ja, von Ich dem finde her schön, einfach. dass die können helfen Ja. Nein. Aber wie Aber- sagt man dem? Nicht Physiotherapie, nicht Psychotherapie, sondern wenn einfach so Rat Psychotherapie? ist. Se? Eine Therapie. Psychologie, Therapie. Warte, Psychologie. Psychologie. nein, das stimmt. Nein, warte. Aber ich weiß gerade auch nicht. Einfach eine Therapie. Okay, Therapiestunde. Eine Ja, Therapiestunde. ist gut. Ja, Das ich klingt weiß nicht, genug was ihr meint, schlimm. Leute. Das klingt- Also es ist genug professionell, dass ihr auf jeden Fall die Podcast-Folgen noch hören könnt. Wir haben gerade herausgefunden, oder? Sie kommt gleichzeitig online, am gleichen Tag ja, wie am meine. Donnerstag, Meine kommt noch ein bisschen früher, deine kommt am 4. 16 Stunden später. Also Ja. gehen wir gerne schauen. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen, Algimania? Agimania. Ich habe einfach geschaut, eben, es geht ja auch so ein bisschen um mich oder Sachen, die mich so ein bisschen faszinieren. Und Mania steht eigentlich so für Faszination. Und deswegen, ja, das heisst eigentlich wie so Faszination. Weißt du, wieso ich gedacht habe, dass du so heiß ist? Nein. was denn? Wegen der Nanomania von TikTok. Von Mikro, von Von TikTok. Mikro. Kennst du die? Ja, ich habe noch gedacht, dass nachher Leute irgendwie mit dem verbinden, aber... Ich habe gemeint, Egal. nein, aber ich habe gedacht, das ist geil, weil das ist Aha. so Schweiz und Kindheit und eine Mischung mit dem Aha. Namen. Ich habe gedacht, Okay, ich wäre so krass. überzeugt, dass du das denkst. Ah, was? Ja, das kann auch so ein bisschen sein, so das Schweizerische, es ist ja Mania. Ja. Aber eigentlich heisst es wie so, wenn man zu etwas fasziniert ist. Ist eigentlich, Aber... das ist eigentlich krass. Ja, jetzt haben wir ein neues Wort gelernt. Weil ich habe ja auch das 9. Pause, weil ich dachte, ein schweizerdeutsches Wort ist funny. Ja, So, und und ich das habe kennt gedacht, bei dir- jeder, so Ja. eine Pause. Und Ich habe dann, auch gedacht bei dir, das stimmt. Das hat sogar mehrere Ja. Bedeutungen, das ist doch wunderbar. let's go. Und Agi ist mein Spitzname. Und Agi. so nennen mich meine Friends und so. Und dann, ja, I don't know. Agi. Ist Ja. das komisch, wenn ich dir Agnes sage eigentlich? Nein, ist easy. Also so 80% sagt man. Oder Okay. 90% sagt man Agnes und so. Weil ich glaube, ich würde mich schon ein bisschen gefrontet fühlen, wenn du mir Nathalie würdest sagen. Nathalie. Nathalie! Nein, aber dir sagen ja mega Ja, ja. viel Nati, oder? Ja, Das ist- nein. Also. Nicht mal meine Lehrer sagen mir Nathalie. Ich Das ist verbiete das schon sogar krass. in dem Fall. Boah, aber wie ist es denn so, wenn zum Beispiel oder so Fans oder so einfach Nati sagen, dann hast du nicht das Gefühl, boah, die kennen mich schon oder so? Mir sagt Oder- gar niemand mehr Nathalie. Ich weiß, also, Was? ja. Du musst deinen Namen ändern. Wieso heisst du überhaupt noch Natalie? So? Nein, also, ja. Nein, irgendwie seit 6. Klasse oder so habe ich gesagt, ich will jetzt nur noch Nati genannt werden. Wirklich, ja. Mhm. Ja, Ja. dann, aber man kann wirklich Namen ändern. Oder ich Also, das vielleicht auch. Ich sehe mich schon als Nathalie, aber es ist einfach wie... Schon. Ja, das also schon. wie... Ja, du weißt, bei mir in der 6. Klasse hat es so Mobbing-Sachen gegeben. Ich habe dann nachher einfach gesagt, ich habe wie so einen Change gebraucht. Ich kann nicht meine Haare abschneiden, also habe ich meinen Namen geändert. Nein, irgendwie Und so. nachher Insta-Account aufgemacht und YouTube. Das ist New schon Era, Nati. Ja. Nein, oder? Nein, also ja, das ist basically der Grund irgendwie gewesen. Und Nati Mhm. dann doch ein bisschen cooler. Es ist so ein bisschen... Bro, wenn ihr einen Namen habt, wo ihr einen Spitznamen könnt daraus machen einen Spitznamen daraus, Ja, einfach, damit wir ein bisschen unbedingt. cooler Immer sind. Spitznamen. Einfach, ich Ja. finde auch nicht nur Agnes, das wäre so zu abgehackt. So. Agnes. Agi. Agi. Aber ja, was ich noch will sagen wegen dem Podcast, also Ja. klar, es sind Themen, die mich so faszinieren, aber auch was die Leute aus der Community und so fasziniert. Also nicht, dass es weißt, so mega selbstverliebt tönt oder so, dass Ja. es nur über mich ist oder so. Genau, also so, Das ist so ein bisschen, spannend. das ist Ja. Storytime. Ja. Also da sehen die Leute, wir haben uns tatsächlich richtig viel überlegt bei unserem Namen. Gell, es ist eigentlich viel dahinter, außer bei meinem Insta-Namen, also so, oder TikTok und so. X.Agnes. Ja, X. Mal, du hast doch auch gesagt, wegen deinem Lehrer.
Ja, aber dort ist es eben von ihnen so ein bisschen ausgekommen, weil von der Polizei, also schon Ja. die Polizei, sind ja gesagt, eben, man muss X, Y oder Z am Anfang haben, dass man anonym bleibt. Und dann so Du ist hast man gedacht, ich bin eine Influencerin, Ja, also machen wir ein X vorne. Perfekt. so unnötig, also so too much. Gut, du könntest Aber dich jetzt, oder würdest du dich nicht mehr umbenennen eigentlich? Ich weiß auch nicht, es nennen mich alle so X-Agnes und jetzt ist es Ah. so, ich bin X-Agnes, easy, X-Agnes, dann ist es ja. wenigstens etwas. So, ich weiss Ja, nicht. fair. Ja, aber vielleicht mal, ich weiß es noch nicht, aber... Schreibt einen geilen Creator-Namen für die Ja. Agnes. Ja, das wäre insane, wenn irgendjemand... X-Agi. X-Agi. X. Das ist ein bisschen wie Oh Chiago ein mein bisschen. X-Agi. Wie so ein X-Agi. krasser Rapper. Das wäre great. Kannst du Ich rappen? mache Agi-Style. Nein. Wow. Das wär cool. Konkurrenz. Ob ich rappen kann? Nein. Nein, aber du schon, gell? Nein, stopp. Du hast doch mal gerappt, ne? Ich kann jetzt jodeln. Aha. Nein, das machen wir What? jetzt auch nicht. Nein, das machen wir auch nicht. Aber, Nein, kann nicht. aber das ist schön, dass du heute dabei bist. Und weißt du auch, was wir amix... Hörst du meine Podcast-Folgen? Ab und zu, ja, also von deinem Studium höre ich so ein bisschen. Also was ihr so ein bisschen macht. Okay, ich hätte eigentlich... Das. Oder was das klingt jetzt schon ein bisschen bestecherisch. Also, ob ich dich da bestochen hätte, dass du die Antwort musst geben. Aha. Nein, aber wieso, was kommt jetzt dann noch? So? Nein, mich nimmt nur Wunder, ob du weißt, was ich jede Woche mache, so für das Format. Was ich jede Woche also, erzähle. du hast gesagt, ich sollte irgendetwas Lustiges erzählen. Ja, genau das ist es. Das Hast du- ist alles? Ja. Hast du eine lustige Story? Sechser, Alter. Und ich gebe jetzt dir die ja. Bühne, weil ich habe schon gestern meine Podcast-Folge aufgenommen, das heisst, ich habe eigentlich nichts Hast du erlebt. schon erzählt? Ich habe schon alles erzählt Also, euch. ihr wisst es schon. Ihr Genau. wisst es schon. Darum, du hast jetzt die Deswegen- Bühne frei für deine lustigste Story von dieser Woche. My time. Okay, ich weiß nicht, wie du einmal das so erzählst und so, aber eben bei mir ist es etwas Kurzes, aber gleich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Ich bin kennt so ihr das gespannt, auch. gell? Vielleicht kennt ihr das Okay. auch. Ich weiß auch nicht. Also ich habe heute so einen Call gehabt und Mit einer Kollegin, also mit meinem Firma? mit meinem Management und Ah. einer Firma. Und die Firma ist halt, wie soll ich sagen, halt in Frankreich so ein bisschen platziert und die haben auch einen französischen Akzent so im Englisch. Und dann hat sie, also die Person hat dann «los» gesagt. Also «los». Was verstehst du darunter? «los». Ehrenlos. Nein, eben auch nicht. Hast So. du ehrenlos verstanden? Nein, ich habe wirklich «los» verstanden, so wie sie es so gesagt hat. Ich hätte so, so wirklich gedacht, das ist so excuse- ehrenlos. Ja, und das Peinliche ist, es war ja über das Produkt, das ich dann eben eventuell potenziell könnte irgendwie auf meinen Kanal zeigen und so. Und dann sie so, eben, das ist gegen «los». Und ich so, was? Ah. Und was ist es? Ah, nein, Hast du es keine Ahnung, verstanden? nein. Okay, egal. Es ist «hair loss». Also Haarausfall auf Englisch. Ah ja gut, da ist meine Aber Englisch-Skills auch schon. Ah nein, oh mein Gott, brr. Okay, dann wär's so oder so out. Aber eben, sie hat irgendwie... Und das hat mich dann irgendwie... Mein Lachen, weißt du, auch noch im Meeting Ja. so zurückhalten, weil sie so komisch... Also so... Einfach Ja. lustig gesagt hat, so no front. Es war einfach ein lustiger Moment gewesen. Also hast du dann So, so müssen nachfragen? So, Ja, ich bin so wirklich so, ey, was ist «los» oder Ah. so. Oder «los». Ja. «los», vielleicht sogar «los». So ein Ah. Französisch «los». Oh, das finde ich, ja, das ist ja schwierig. So, wenn so andere Muttersprache noch Englisch redet, finde ich es, also ich bin ja sonst schon scheiße im Englisch, und dann ist ja wie nochmal etwas anderes. Habt ihr auch in der Schule damals, die bei diesen Hörverstehen, wir haben Millionen Englisch Hörverstehen gehabt und wir haben kein einziges Hörverstehen Englisch gehabt, wo jemand wirklich Muttersprache Englisch war. Also im Im Hörverstehen, ja. Es war immer irgendwie jemand von Indien Ja. zum Beispiel, der dann Englisch Stimmt. geredet hat oder so. Richtig indisch oder einfach mal oder wir haben schon ein bisschen so Natives gehabt, aber dann wirklich Nein, so wir mit nie. Akzent. Nein, wir Das wirklich nicht. nie. Ich glaube, wir haben so... On the borderline. Nein, aber wir haben so... was haben die für in Englisch? Wir haben so Unit 1 und Unit 2. Ich weiß gar nicht, wie die Bücher Ja. heißen. Unit 1. Doch, Ja, okay, das ist so. auch universell. Unit 1, wow. Nein, aber so... Ich weiß nicht, wie die geheißen haben, aber ja. Es Wie hat auf jeden heissen Fall... Ja, einfach bei uns hat es mega viel eben so Stories um Indien herum gehabt und um was hat es noch gegeben, um wie Schoki gemacht worden ist, und das ist Ja. dann auch irgendwo halt in einem anderen Land, ja, keine Oh, Ahnung, was aber krass. Ich kann mich nur erinnern, dass es so mega die Hintergrundgeräusche hat, so am Kilby und dann Ja. hörst du noch Piep, Piep und alle Ja. Bahnen und so. Dann hörst du nicht mal richtig, was gesagt wird. Mhm. Das ist irgendwie, I don't know, mir Ja. in Erinnerung. aber danke vielmals für das Teil von deiner Story, ist mega lustig Ah ja, gewesen. stimmen wir noch lachen. Also, Okay. okay. Das ist gut. Also wenn das jetzt so einen, stell dir vor, es gibt so einen, wie sagen wir dem, so einen
Fan... nein, ich kann nicht mehr reden. Wie sagen wir das? So ein Fan-Ausschnitt, den jemand auf TikTok postet, wo wir jetzt da so weird lachen. Nein, das bleibt im Geheimnis. Wie sagt man? Ich habe gerade ein Edit. Ja, ein Fan-Edit. Nein, mach das bitte nicht, okay? Dankeschön. Nein, das macht es doch nicht. Nein, das macht es safe nicht. So. Jetzt hast du auf Idee gebracht. Scheiße! Bravo. Also, nein, wir beenden jetzt das Thema. Wir gehen weiter ins nächste Kapitel. Was machen wir heute, Agnes? Heute Girls Talk. Girls Talk, weil Das wir heisst sind zwei alles- Girls! Nein, Girl. obviously, oder? Schon obviously sind wir zwei Girls. Hoffentlich. Ja, also, wir sind zwei Girls. Wir haben die ein oder andere Talket. Erfahrungen gemacht. Wie alt bist du eigentlich? Das haben auch ein paar Leute gefragt. 22. Gut. Und du? Ich bin 23, aber ich werde 23. bald 24. Ja. Wann? Im Mai. Ja! Ich bin alt! Bald, Leute! Warte, Aber wann ich hast bin du? auch- Du hast Also, du hast August. Ja, oh, ich habe im Fall gewusst im August. Hast du gewusst? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, gewesen, ob ich es falsch verknüpft habe wegen Agnes und August, ob das auch ähnlich klingt. Wirklich? Aber ich dachte, ich so, oha! Alter, Ja. einfach verknüpft mit Ah. AG. Okay, warte, ich will das Datum. Können wir einfach schnell raten, weil es einfach lustig ist. Okay. Ich sag bei dir 27. Fast. Echt? Soll ich sagen? Ja. 24. Ist gut, ich bin Jungfrau. Also, Sternzeichen. Okay. Einfach so random Fact, okay. Ich bin Stier. Nein, gut. Du bist Stier? Ja. Okay. Kennst du dich aus mit Sternzeichen? Nein, ich kann das nicht gut. Du? Ich bin auch nicht. Ich weiß nur, ich kann es nur merken, wenn ich jemanden kenne, der jetzt auch in diesem Sternzeichen ist. Ja, aber es sagen immer, kennst du die Leute, die nur schon dein Geburtstagsdatum sagst und nachher sagen sie, in dem Fall, du bist Jungfrau. Ich so, Aber die wissen dann auch mega viel Bescheid, die wissen auch so den Aszendent und so. Crazy. Und ich bin halt voll nicht in diesem Game. Aber Das ich ist finde es crazy. eigentlich mega spannend. Es gibt auch so eine App und ich habe mir die jetzt letztes Jahr abgeladen, weil ich es einfach Was? spannend finde. Und Ich- das bringt etwas. Nein, es sagt einfach solche Sachen, ich weiß gar nicht, wie sie heisst. Ein paar kennen sie sicher, wo so ein bisschen sagt, wie dein Mut gerade ist und so, wie es heute wird. Und klar, ich finde es super spannend. Ob man daran glaubt, ist natürlich die andere Sache. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Oh ja, sag mal das Datum. Aha. Ja, von dir Mhm. 18., Auch fast? 17., Nein, höher. 20. 20. Okay. Ah, okay. Das ist eine schöne Zahl, 20. 20. I don't Mai. know, Ja. 20. Ja, 20 stabil. was? 2005, Ja. oder? Ich kann mich nicht beschweren. auf jeden Fall. Scheisse. Aber ja, ihr habt mir auf Instagram so ein paar Fragen können stellen und ich habe so ein paar rausgenommen. Das heisst, wir werden jetzt wahrscheinlich in dieser Woche auch mal keinen Kommentar beantworten und begrüßen, weil es geht jetzt da um mehrere Sachen. Und da würde ich jetzt mal sagen, wir werden glaub, alle anonym behandeln, einfach nicht, dass da irgendjemand, ich weiß doch nicht, das nicht will. Aber ich fange einfach mal an. Und zwar, ich finde es halt cute, die Frage im Fall dabei. Also, Okay. nein, die erste Frage ist, denkt ihr oft darüber nach, was andere Leute von euch denken? Mm. Weil das finde ich eine sehr spannende Ja, Frage. das ist wirklich eine Ja. gute Frage. Gell? Vor allem für uns so als Ja. Content Creator, wo Mhm. wir werden ja ständig irgendwie eben so wie sagt Feedback von anderen ausgesetzt. Ja. Also täglich eigentlich. Und von dem her habe ich schon das Gefühl, also gerade auf, warte, ich muss jetzt da so, weißt, abgrenzen von Social Media und Real Life. Mhm. Ich habe das Gefühl, auf Social Media ist schon auch, also spielt mir Feedback eine grosse Rolle, aber dort ist dann auch wie so, keine Ahnung, bekommst du halt 100 Kommentare und vielleicht sind 99 gut und dann geht das schlecht auch so ein bisschen unter vielleicht. Ich weiß nicht, Mhm. kennst du das auch Ja, so? safe. Das und sonst in Real Life, hey, es kommt mega darauf an, wie ich mich selber fühle, so mein Selbstwert, so fühle ich mich irgendwie pretty oder sehe ich gerade hässlich aus. Oh ja. Kann ich schnell etwas erzählen, so eine Ja. Story von dieser Woche. Und zwar habe ich so eine Creme zugeschickt bekommen, die so hautfarbig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es tut auf jeden Fall so ein bisschen, es sieht aus, als hätte man eine Foundation drauf, also so ein bisschen Ist das die, die zuerst weiss ist und nachher sich dem Hautton anpasst? ja, so eine, Ja. so eine ähnliche, ja, genau. Oder zuerst so ein bisschen grünlich und nachher wird es Ah, zu ja. Hautton. Und ich habe das aufgetragen und dann auch auf meine Wimpern. Und dann bin ich aber so raus, weißt du, und ich habe vergessen, Mascara anzutun. Und ich hatte ganz helle Wimpern gehabt. Ja, und dann ist das irgendwie voll... Ich habe mich die ganze Zeit so beobachtet gefühlt und dann habe ich eine alte Kollegin getroffen und von früher dann ist noch ein Mädchen zum ein Foto machen gekommen, auch noch. Genau in dem Moment, weißt du, wo ich mich nicht so pretty gefühlt habe. Und dann habe ich schon gedacht, so eben, was denken die jetzt? Finden sie mich hässlich? Finden sie mich nicht so, wie ich kann auf den Videos ausgesehen oder so, weil ich mich selber auch nicht so wohl gefühlt habe. So ein bisschen das. Ja. In diesem Moment denke ich dann, okay, was denken jetzt die anderen? Aber das war jetzt eher so aufs Aussehen gewesen. Ich habe jetzt im Fall auch gerade gedacht, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe auch gerade genau so eine Situation gehabt. Ich bin
ich bin heimgekommen, ich habe Sport gemacht, bin heimgekommen, habe geduscht und ich hatte komplett nasse Haare, ich hatte halt verschmierte Schminke gehabt, und ich habe schnell wie müssen, ich weiß nicht, was ich machen musste, ich so tun, etwas machen, den Kübel raus, keine Ahnung. Und dann hat mich eben auch ein Girl erkannt. Und ich weiss einfach, ich habe wahrscheinlich so, weißt, abgeneigt gewirkt, weil ich mich einfach selber so scheiße gefühlt habe. Weil sonst bin ich ja immer mega offen und sage, hey, ja, soll ich mich ein Bild machen und so. Und dort bin ich mega so, oh mein Gott, ich will mich eigentlich am liebsten wieder verstecken. Und dort bin ich nachher so mega oh mein Gott, ich bin safe vorher unsympathisch übergekommen. Ja. Aber dort habe ich das mehr, eben so, es war vorher unsicher mit dem Aussehen, aber nachher vor allem auch so mit dem, dass ich unsympathisch, ich glaube, das war meine grösste Insecurity. Dass du unsympathisch wirst in real life dann? Oder? Nein, einfach allgemein. Dass ich Angst habe, dass Leute mich unsympathisch finden, auch wenn es scheißegal ist, was andere bei einem denken, und du kannst ja nicht allen gefallen und das ist ja auch normal. Ja. Aber ich merke, dass ich mega mit dem zu kämpfen habe. Fair. Obwohl man eigentlich vielleicht nur verträumt ist oder vielleicht, keine Ahnung, oder von was kommt das denn bei dir? Oder? Oh, keine Ahnung, allen wollen gefallen, allen nie nicht wollen anecken, aber eben, es ist ja, du kannst nicht allen gefallen. Rational weiss ich das 100% so, aber ich merke einfach, also gerade bei gewissen Tagen, wenn ich unsicher bin, dann habe ich das mega fest, dass wenn ich bei jemandem nur schon ein bisschen anecke oder wenn ich irgendwie so, ich bin zum Beispiel voll der Overthinker so vom Nachhinein. Also es gibt ja mega viele, die overthinken so über die Zukunft und ich denke mega viel über die Vergangenheit nach. Also wenn ich irgendwie an einer Party war, dann bin ich am nächsten Tag von, oh mein Gott, bin ich cringe gewesen, oder oh mein Gott, dort habe ich zu viel erzählt und dort bin ich unsympathisch bekommen, ich habe mega das. Hast du das auch? Also, dass Leute dich unsympathisch sind, ich bin ein bisschen vertraut. Wir sind langsam müde. Nein, aber dass du Angst hast, dass Leute dich unsympathisch finden. Ja, einfach so, was Leute über mich denken. Ich glaube, bei mir ist es mehr auf den Charakter bezogen, als jetzt aufs Aussehen, würde ich sagen. Also früher mehr Aussehen, aber mittlerweile mehr Charakter. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das irgendwie so ein bisschen, ja, ich glaube ein bisschen weniger. So, dass ich das Gefühl habe, ich sollte. Also ja, manchmal denke ich schon so im Nachhinein, okay, hätte ich mich jetzt komisch gefunden. Eher so im Nachhinein einfach. Aber so im Moment ist es mir recht egal. Nachher gehe ich heim brüllen. Nein, Ja. aber was noch ist, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so mega direkt einfach. Zum Beispiel irgendwie letztens, ich habe einfach mal eine Kritik abgegeben jemandem. Ich war einfach direkt und ehrlich. Aber manchmal ist es wie so, es braucht so viel Mut und dann denke ich so, okay, ja, es ist irgendwie schon ein bisschen hart gewesen. Deswegen, ich probiere gerade auch mega lernen, wie man Kritik gibt. Also vielleicht zuerst etwas Positives und nachher ja, einfach, oder das, was man sagt. Gräbenschnitt im Prinzip. Ja, kennst du das? Burger. Oder Burger, ja. Burger. Positiv, negativ, positiv. Boah, das macht einfach so viel. Was sagst du nochmal? Positiv? Negativ, positiv. Aha, positiv nochmal, nach dem Ja. negativen Vergleich. Also du sagst so, Ja. hey, also grundsätzlich mega geile Idee. Ich habe das Gefühl, dort können wir noch ein bisschen dran schleifen, dort können wir noch ein bisschen verbessern. Das ist noch nicht so scharf, deine Idee, aber grundsätzlich geil. Okay, ja. Weil das klingt doch zum viel Beispiel positiver, als wenn ich einfach sage, ja, also ich habe das Gefühl, So. da ist jetzt dann, da sieht man jetzt Genau, noch nicht so das viel. hat mir jetzt nicht so gefallen, eigentlich voll Ja, nein, direkt, ja. aber es ist wie so, Voll. es wirkt. Und ich glaube, so Sachen machen dann auch noch viel aus, wie man sich dann im Nachhinein fühlt von, eben, die Leute haben mich vielleicht gleich gern, auch wenn ich etwas kritisiert habe, so das. Ja. Ich finde, es kommt eben auch noch darauf an, ob man da von fremden Menschen redet oder von Menschen, die im Umfeld sind. Also wie, manchmal, also wirklich, fremde Menschen jucken mich viel weniger. Also da könnte ich, manchmal hocke ich mit Locken wirklich Fair. in den Zug und also ist mir scheißegal. Ja. So, oder auch outfit-technisch, wenn ich das Outfit geil finde, ist mir wirklich scheißegal, was jetzt irgendeine Omi denkt von meinem Outfit oder irgendwie so. Stimmt. Fair. Oder, Das ist mir mega egal. ja, aber eben, wenn du dann jemanden hast, den dann gleich am nächsten Tag nochmal siehst, dann eben, bin ich auch vorsichtiger. Aber gleich will ich ja ehrlich sein, oder einmal Meinung sagen ist generell mega wichtig, finde ich jetzt so. Einfach sagen, was man denkt. Aber ja, wie man es sagt, ist einfach Ja, voll. das. Und ob es nötig ist. Manchmal finde ich auch, also wie... Ja. Also jetzt, ich mache jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt das Oberteil hässlich finde, würde ich jetzt nicht sagen, also das Oberteil finde ich jetzt ein bisschen hässlich, sondern das würde ich dann einfach für mich behalten. Also ich finde das Oberteil übrigens schön. Aber Danke. nur, das ist ein Beispiel. Egal, Checkst du, das was ich wäre mir meine? eigentlich egal. Das merke ich gerade so. Schön, no reaction. Nein. Nein, aber ja. Aber Ja. das wäre, ja, aber so etwas ist dann auch. Was ich noch habe, ist manchmal so das Gefühl von, boah, ich jetzt overshare. Oder gerade, Ja. I don't know. Aber überall, auch nicht nur auf Social Media. Manchmal eben habe ich das auch auf Social Media, wo ich das Gefühl habe, boah, muss ich das jetzt teilen? Oder ist das jetzt, schreiben wieder Leute, wen juckt's? Kennst du das? Aber, oder hast du das in Real Life? So, Oversharing? Ja, eben so nach Partys oder so. Ich finde gerade mit Alkohol dann ein bisschen, dann bin ich schnell am Oversharen. Oder
ja, keine Ahnung, ich merke dann zum Beispiel, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann gibt es manchmal Momente, wo ich mega schnell so, oh mein Gott, wir verstehen das voll gut. Und eben dann bist du vielleicht so ein bisschen am Overshare und nachher merkst du, oh mein Gott, eigentlich irgendwo sind wir ja gleich noch Fremde. Und ich habe jetzt diese Sache erzählt, und ich jetzt nicht unbedingt will, dass sie das gerade allen weiter erzählt. Und irgendwie, dann fange ich auch so an, Gedanken zu machen. Aber ja. Das sind dann auch wieder so Gedanken, die dann eben auch viel im Nachhinein kommen. So, oh, eben das Overthinking im Nachhinein mache ich übel fest. Boah. Und dann, das ist eben dann so, auch eben so eine Krise von der Anfangsfrage von eben was denken oder juckt es einem fest, was Leute über einem denken. Genau in diesem Moment ist ja dann so Scheiße, eben, I don't know, was habe ich jetzt gemacht oder was denken die jetzt von mir? Es ist eigentlich nur das Overthinken und das muss man ja irgendwie können handeln, nicht, um das Problem. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Man muss es auch, glaube ich, einfach auf sich sinken lassen mal. Das ist passiert. Und ja, oder eben, also wie allgemein, also ich finde es noch schwierig jetzt einfach zu sagen, Leute, scheiß drauf, was andere über euch denken will, aber eigentlich ist es ja schon so. Also gerade fremde Menschen können eigentlich scheißegal sein. Und ich finde, also wie, keine Ahnung, das sind jetzt mega basic, aber wenn du ja wie dich selber bist und Leute finden das cringe oder ungeil, so, dann ist das das Problem und nicht dein, Alter. Mega, und eben meistens haben sie, also vielleicht haben sie das auch schon gehört, dass sie selber einfach Probleme haben und ja, dann projizieren sie das. Ja. Ich finde es auch noch spannend, je mehr, also wenn du ein Mensch bist, der sehr viel andere kritisierst oder andere so, oh mein Gott, also für dich denkst du, oh mein Gott, die ist voll hässlich aus. Oh Wieso denkt man das überhaupt? Nein, aber wenn Menschen so sind, das sind genau die Menschen, die dann selber auch am meisten Angst haben. Aber das ist genau die Angst, weil sie selber auch so sind, weil sie selber auch über andere so denken. Und vielleicht müssen wir auch, also wenn du so eine Person bist oder einfach mir selber auch, vielleicht muss man zuerst anfangen, weniger über andere urteilen und dann haben wir allgemein auch weniger Angst, dass man verurteilt wird von anderen vielleicht. Ja, oder sich selber auch hinterfragen. Oder vielleicht erleben ja die Menschen auch mega viel selber, also dass sie halt eben kritisiert werden und dann müssen sie das irgendwie an anderen auch machen. Kennst du so, wenn mir etwas gemacht wird, muss ich das denen auch so machen. Also ich bin, ja, das ist vielleicht auch noch. Ja. Aber ja, seid lieb miteinander. Ja. Wir gehen mal straight up weiter zu der nächsten Frage. Und zwar, das finde ich eine vollherzige Frage. Was findet ihr ist das perfekte Alter zum Heiraten? Willst du heiraten? Das weiß ich gar nicht. Ja? Schon. Ja. Willst du ich finde es herzig. Es ist so eine Erinnerung, die dann auch bleibt und so wie so ein Meilenstein. Oder du hast doch letztes Mal gesagt, so eine Bucketlist abhören oder so. Finde ich voll herzig. Würdest du so eine ungarische Hochzeit wählen dann? Also gibt's einen Unterschied, eine ungarische Hochzeit? Ehrlich gesagt, kein Plan. Ich glaube, ich weiss viel zu wenig so von dieser Kultur so in dieser Hinsicht. Ja, ich glaube eher so schweizerisch und im kleinen Kreis. Nicht so mega gross. Kennt ihr so die albanischen Feste oder so, wo nachher mega viele Leute sind? Ich glaube nicht so, also einfach im kleinen Rahmen. Also wie klein, was wär's so bei dir? So bei mir wäre es vielleicht so 20 Leute. So. Ja. Und dann auch einfach so die man mega gut kennt. So 10 von mir, 10 vom Partner und ja. Weil ich meine, ich bin auch so aufgewachsen jetzt in der Schweiz, dass nur meine Eltern sind da und meine Geschwister und sonst sind halt meine Grosseltern und meine Tanten, die sind alle in Ungarn und ich bin mir gar nicht richtig gewöhnt, dass an Weihnachten zum Beispiel, dass alle rum sind. Also ich bin mir gar nicht gewöhnt, dass eben so 40 Leute auf einem Haufen sind. Wohnen alle deine Grosseltern in Ungarn? Ja, alle Grosseltern und Tanten und krass. ich sehe sie auch so vielleicht einmal im Jahr. So. Und das ist auch krass, weil eben, ich sehe manchmal da die Schweizer Familien haben irgendwie noch das Grosse gehabt, das einmal aufgepasst hat als Kind oder so, nicht? Ja, safe, ja voll. Das kenne ich gar nicht. Ja. Das ist schon krass. Und was würdest du jetzt so sagen, ist für dich so das perfekte Alter zum Heiraten? Ja, stimmt. Ich glaube so vor der Schwangerschaft wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube, er hat gesagt. Brauchst du das auch vorher? Ja. Ich will zuerst verheiratet sein und nachher Kind haben. Und Flitterwoche ohne Kind. Ja. Ich glaube so 26 schon. Ah, wirklich? Du wirst 27. Ja? Nach so 28 Kind. Ja, die Frage ist, wann willst du Kind? Das ist ja nicht die andere Frage. 28 etwa. Ja gut, fair. Fuck. Hm? Ah, nein, warte. Wieso wann willst du? Okay, so warte, mit ich habe 35? Nein, warte jetzt. Ich habe meinen perfekten Plan. Nein, das Ding ist, es kommt ja noch darauf an, wie haben es deine Eltern gemacht. So, weil das ist ja dann, unbewusst ist ja dann immer das so ein bisschen, nicht das Vorbild, aber das, was man so ein bisschen als normal sieht vielleicht. Ja, das so. Stimmt. Und meine Eltern haben das auch so, ich glaube, 28 geheiratet und dann 29 Kinder, oder? Das erste Kind dann, ja. Ja, ungefähr. Ja, also meine Eltern haben eben das erste Kind als mich mit 30 gehabt.
Und darum ist für mich irgendwie so ähnlich. 30 so normal. Also gut, sie haben mit 24 geheiratet, so nee, kein Bock so. 6 Jahre kein Kind, also Mhm. nach dem Heiraten. Ja, Okay, crazy. voll. Also meine Mama hat sehr schon lange nicht können schwanger werden. Deshalb. Voll. Und also 24 haben wir zu früh zu heiraten, aber ich finde so 30 Kinder ist eigentlich schön. Und ich hätte so gesagt, wenn ich jetzt planen könnte, so 27 den Heiratsvertrag, 28 heiraten, nach 2 Jahren noch so auch ein bisschen reisen und whatever, so halt ready machen fürs Kind. Keine Ahnung. 2 Jahre mentale Vorbereitung. Let's Ja, go. ich glaube, das finde ich Nachher mit cute. 30 hast du gesagt. Das erste Kind. Das heisst, der Can wäre... 31. Ah ja. Aber er will Ja. früher Kinder, er will wahrscheinlich eben, für ihn wird wäre es jetzt- 27 Kind, Ah, wäre wahrscheinlich 27, gut, ja. Aber ja, aber... dann müsste der Heiratsantrag kommen, langsam, nein. Das wäre crazy. Oh mein Gott. Aber warte mal, 27, dann hast du ja... Kann ich, wann schliessest du das Studium ab? 25? Nächstes Ja. Jahr, wie alt? 25? Ja. 25. Das heisst, dort ist 2 Jahre, um dein Leben noch so voll geniessen. Das ist dann Oh, auch stimmt. ein bisschen wenig. irgendwie. Nein, aber du hast ja dann ein Jahr zum Hochzeit planen. Gut, was wäre also... Ein Jahr? Oder? Das haben wir so lange, oder? Schon? Ich glaube, das ist so, du mal Pi, ein Jahr. Also eben, wenn das du jetzt ist so wenn du, lang. ja, kommt drauf an, was für Hochzeit das möchtest. Das heisst, du müsstest schon mit 26 Jahren schon stressig, sage ich schon. ehrlich. Ja, eben. Also so, Nee, aber mal, das machen wir also, nicht. was hast du gesagt? 28? Wann hast du jetzt gesagt, heiraten? 28. 28. 28 heiraten finde ich echt cute. Ja. Aber ja, Finde also wie es kommt, wie es kommt. Entweder wird es früher oder später bei mir. Boah, stell dir mal vor, wir sind so beide schon so verheiratet und machen einen Podcast von. Auch mit den Kitties da. Aber ich finde das Denkst du, das wird mal passieren? Ja, irgendwann schon mal. Also hoffe ich mal. Aber ich finde es eben nur schon krass, wir kommen eben langsam wirklich ins Alter im Fall. Wir sind alt. Also Ich wir habe sind Friends erwachsen. Wir jetzt, sind wo... erwachsen. Ja. Also Friends. Ich habe Leute in meinem Alter, die ich kenne, die jetzt schon Kinder haben. Oder die schon verheiratet sind. Ja, die verheiratet sind, kann ich tatsächlich Ja, auch schon. Das meine stimmt. Cousine heiratet auch das Jahr und die ist nur ein Jahr älter als ich. Und es ist so, oh mein Gott. Ja. Was? Oh mein Mhm. Gott. Und wie gehst du mit dem um? So, scheisse. Ja, also gut, das Ding ist, ja, was? Hey, ich habe das Gefühl, irgendwann kommt doch ein Druck nicht. Aha. Ja, also gut, mir ist eben auch noch, meine Halbverwandtschaft ist halt auch noch mega christlich und das spielt ja auch noch voll eine Rolle. So, wenn Ja, du ja. halt mega christlich bist, dann kann es mal sein, dass man vielleicht auch früher heiratet als die Norm. Ja, darum ist es für mich wie nicht speziell, ich bin halt auch ein bisschen mit dem aufgewachsen. Ja, okay, fair. Hey, wir sitzen voll gleich, ist mir gerade aufgefallen. Schau. Ah, Genau. Yeah! gleich. aber ja, Gehen wir ja. mal weiter. Also wenn ihr mal kennt, um jetzt zu heiraten, do it. Steuer, glaube ich, auch noch. Nur so. Ja, By the way. das ist verdammt teuer. Heiraten, Eigentlich müssten Steuer. wir jetzt schon anfangen zu sparen. Aber ich glaube, wenn man dann zusammen wohnt, lohnt es sich dann gleich noch nicht. Oder ist es dann auch teurer? Weißt du, wenn man dann eine Wohnung hat, noch verheiratet ist, ist es, glaube ich, billiger oder nicht? Ich will Oh, jetzt keine Ahnung. Fake News Aber ich bin im sagen. Fall mir am Überlegen, vielleicht, ich find, bei Heiraten finde ich eben vor allem die Hochzeit, also das Fest am schönsten. Ja, Und ich auch. steuertechnisch hast du eigentlich, glaube nur Nachteile. Mhm, So, auch schon. ja. Dann auch im Nachhinein dann, in dem Fall. Ja, voll. Du musst halt glaub, wie doppelt Steuern zahlen und so, das ist voll scheiße. Mhm. Und das Einzige, was auch geil ist, halt den Namen annehmen, aber vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen umgehen. Also mein Götti zum Beispiel, er ist schwul und er heiratet jetzt auch das Jahr. Und sie heiratet nicht standesamtlich, sondern wirklich, eigentlich, sie machen nur das Fest, um quasi, ja, halt ihre Liebe feiern und so. Wir sind ja schon mega, mega lang zusammen. Und ich finde das irgendwie voll geil, weil sie macht jetzt so ein Fest in Mallorca für 3 Tage, aber es ist so eine richtige Hochzeit, aber es ist nicht wirklich, ja, standesamtlich, also wie, sie das sind heisst, dann offiziell der Name verheiratet. wird nicht übernommen, oder schon? Mhm. Aber ich glaube, du könntest eben sogar, ich bin mir nicht sicher, aber du könntest glaub, sogar gleich den Namen von jemandem annehmen, wenn du nicht verheiratet bist. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, ja. Aber wir schreiben Bella an. Ja. Schon. Nathalie Schultes, Alter. Ich müsste nicht mal, Schulte, ja. das ist cool. Ich hätte Schultes. gleich Anfangsbuchstaben mit dem Nachnamen. Ja. Also wie, aha, so. Nathalie S. Ja. Ja, Let's ja. go. Ja, ja. Also, oh, das ist eine Frage, die ich irgendwie funny gefunden habe, weil ich mir selber auch mega gestellt habe mit 13. Okay. Und zwar Tangas oder Panties. Mama, Panties sind die fetten, die grossen. Ja. Schon. Ja. Also was? Was bequemer ist, oder was? Ja. Hast du schon Erfahrung mit beidem gemacht? Entweder oder. Ja. Hast du Boah. einen Fave? Boah, schwierig. Weil, ich sag dir ehrlich, wenn ich meine Tage habe, habe ich keinen Bock auf das. Ah, ja, fair. Also dann, oder ich
brauche ehrlich gesagt, wahrscheinlich bin ich einer von den wenigen, aber ich brauche lieber Binden wie jetzt Tampon, ich weiß nicht. Und du? Ja, ich habe meine Tage eigentlich nicht mehr. Ah, das ist deine Tage. Also, aber ich Ich schon habe so, hey, wieso gibst du nicht deine Meinung? Nein, ich habe vorher einfach Tassen benutzt, also am Schluss. Am Also Anfang. die Cups. Ja, die Cups. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie ich es... Also ich habe mega stark meine Tage gehabt. Mir hat okay. der Cup hat mir für einen Tag im Fall gelangt. Ich hatte einfach am Abend immer Das ist ausgelernt. geil. Ja, und es hat gut gegeben, dass ich jetzt nie irgendwie Problems hatte. Und dann habe ich auch easy einfach mit Tanga. Also ja, zum meine Frage beantworten, ich habe viel lieber Tangas. Ich besitze jetzt gar keine Panties mehr. Sonst. Ja doch, ich habe schon 1, 2, aber einfach für, wenn ich meine Tage habe und so über Nacht, es ist einfach so viel bequemer und es rutscht auch nicht so, es ist wirklich so ein Halt. Aber sonst auch, ja, Tanga so generell. I don't know, aber ich finde, also irgendwie mit dem Alter ist es auch voll normal geworden, habe ich so das Gefühl gehabt. So früher ist es noch so gewesen, oh mein Gott, das ist Tanga. Ja. Wie hat das wieder angefangen? Weißt du noch, was du deinen ersten Tanga gekauft hast? Aha, so. Ja, ganz versteckt, weißt du, weil meine Ich Mama auch. hat das natürlich nicht gekauft, oder? Das ist das erste Mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr. Aber hat es die? Also H&M oder so hat auch schon so dünne, I don't know, Ja, ja. wo halt meine Mama nicht würde kaufen. Und sie hat dann wirklich so komisch geschaut, meine Mutter, als sie das gesehen hat. Agnes, was hast du gekauft? So, ja, die sind mega bequem im Fall. Wie alt bist du gewesen? Ich so, boah, 16. Ich glaube im Fall auch. Ja. Oder 15 irgendwie so. Und bei mir war es eben auch ähnlich, gewesen, weil ich bin nie irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich bin nie shoppen einfach so, oder jetzt zumindest nicht Tangas, so, als wenn wir hure unangenehm an die Kasse müssen gehen. Ja, Es hat auch kein das Health-Check-up gegeben. Und ich bin dann eben mit meiner Mama im Migros und bei uns war es immer so gewesen, wenn wir im Migros sind, dann haben wir voll Einkauf gemacht und dann hat es jetzt so eine Abteilung gehabt und ich habe mir auch so ganz schüch... In dem Migros? Ja! Hä? Wer geht in den Migros Unterhosen Ja, das war kaufen? meine Notlösung gewesen. Und ich habe die so versteckt und ich habe es dann wirklich geschafft, dass meine Mama das nicht gemerkt hat und sie hat es dann gleich bezahlt. Und dann sind sie irgendwann in der Wäsche gelandet. Und meine Und Mama dann? kommt in mein Zimmer und ist so, sind die dir? Und ich so, Oh mein Gott. Ah, das ist Ja. ein bisschen, also nachher war es sehr unangenehm gewesen. ja, ich weiß auch nicht. Aber also eigentlich, ich weiß auch nicht, es ist glaube einfach so fest sexualisiert in der Gesellschaft, dass das so ein sexy Ding ist. Aber also nur schon, ich finde es auch viel bequemer. Ja, und andererseits, es haben schon mega viel gehabt, so eben in der Primar. Und dann hast du doch auch wollen, so, eben, du hast nicht wollen, einfach nicht dazu wollen gehören. Ja, So. ich finde, es hat Das eben ist auch schön ausgesehen. Ich habe es auch wegen dem Ja. wollen. Und es hat mich irgendwie so Wunder genommen, so wie fühlt sich das an? Weil Ja. ich kann mir vorher vorstellen, dass das irgendwie nicht weh macht oder so. Voll, und es ist auch, also ich finde es auch bequem. Es sieht vielleicht, keine Ahnung, ein paar sagen, oh mein Gott, ist das nicht voll unbequem und geht das nicht so, I don't know, stört das nicht mega, aber... Nein, ich finde es viel geiler. Weil wenn du, Ja. also ich habe vorher, als ich Panties angehatte, Bro, das Ding ist immer in meinen Arschritze rein. Ich habe immer müssen, weißt du, den machen, was du so rausziehst. Und das habe ich nicht mehr. Das Ja. ist viel schöneres Leben. Es ist kein Stress mehr. Das stimmt, und man sieht auch nichts. Man sieht keine komischen Abdrücke. So. Der Leggings ist auch ein Gamechanger. Also Was? wenn du Leggings auch hast, dann siehst du weniger. Aha, so. Sonst ist der Ja. Abdruck nicht so. Und du siehst mehr von einem, ne? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich. Das ist nein. Yes. Aber ja. Ja, da haben wir unseren Senf zu dieser Frage. Also, Tipps fürs erste Date. Hast du da aus deinem Nähkästchen Tipps für ein gutes erstes Date? Hast du schon mal Ja. so ein offizielles Date gehabt? Hey, schwierig? Ja, doch, ich würde schon sagen. Ja. Also Essen kann ich euch gar nicht empfehlen. Wirklich Wieso? nicht, geht nicht essen. Es ist so cringe, weil nachher hockst du dort und nachher stell dir mal vor, ihr vibet nicht. Und nachher musst du noch dein Essen aufessen. Und dann, es war mir so cringe gewesen, dass ich nicht mal meine Pizza haben möge, weil es einfach die ganze Situation ist so unangenehm war und dann hat das Gegenüber auch noch das Gefühl gehabt, ich esse nichts. Also, ich habe wirklich nur so ein Hat er das gezahlt Pizzastückchen. oder was? Was? Hat er das gezahlt und dann tust du mich so weiss undankbar gar nicht überkommen mehr. mit den Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber nein, es ist. Oh mein Gott. Weißt du, wenn man so zurückdenkt, das ist einfach nur unangenehm. Ich habe gerade Gänsehaut. Also, Hey, was war denn das gewesen für ein Date? Ist das einmalig gewesen? richtig cringe im Vapiano. Also was? Hast du einen Dude Einfach- gekannt gehabt? Nein, nachher bin ich sogar nochmal auf ein Date mit ihm, obwohl es so cringe war. Das ist eben noch das Cringe. Und nachher bin ich noch in einem Shoppingcenter und ja, mehr Details nicht mehr bitte. Es ist einfach grusig. Also Essen können wir nicht empfehlen in dem Fall. Nein, nicht go essen und kann ich noch sagen, was ich empfehlen kann? Ja, sicher. Also, Unbedingt. bei mir ist so ein bisschen mega ein Green Flag, wenn der
Bub, der Typ, der Mann, Der Bub. keine Ahnung. Das ist wie so ein 5-Jähriger, Ja, das Bübli. Mann, okay, wenn der Mann sozusagen Date-Idee aufbringt, schon fürs erste Date, das ist bei mir schon mega die Green Flag. Also wenn ich mir nicht muss Gedanken machen muss. Ja. Und was ich mega schön finde, sind Aktivitäten. Also Schlittschuh fahren, kann auch Paddle, Tennis. Wenn so jemand sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht hat, was die andere könnte gerne haben. Haben wir nicht Das. an dieser Partys letzte... Bist du nicht dabei gewesen? Wir haben doch mega über das Dating-Zeug geredet. Wo? Bei der IWX-Party. Wo? Aha, ja. Oder? Ich bin... Ja, das stimmt. Dort haben wir mega über genau das geredet. Eine hat doch ein Date gehabt und dann haben wir so ein bisschen überlegt, eben, Ja. was könnte man denen empfehlen und so. Ja, sie hat irgendwie wie ein Date gehabt, wo... Was war es? Und er hat Velo vorgeschlagen, fahren. ob sie Velo fahren. Und sie hat die Idee voll scheisse gefunden. Ich habe gesagt, ja, das ist voll geil. Das ist voll cool. Aber eben je nachdem, weil ich meine, wenn sie es ja nicht gern hat, dann ist es vielleicht genau so ein bisschen das Falsche. Aber es ist eigentlich auch noch cool, Velo fahren. Stimmt, spazieren. Ja, spazieren. Also, es kommt darauf an, eben, wenn du schon vibet und du ein gutes Gespräch hast, ist es scheißegal, was du machst. Aber, Oder was gibt es noch? Oder was hast du eine coole Date-Idee so fürs erste Date? ja. Ganz viele Fragen. Nein, ich ha die eine Date-Idee und der Can hat das einfach korrekt gemacht und die gebe ich jedem weiter. Aber du kannst sie eben nur im Winter machen. Das ist ein bisschen scheiße. Aber, Ich habe nachher auch noch eine. okay. Schlittle? Nein, sorry, Schleifschündle. Wie sagen wir dem? Sie hat Schlittle gesagt. Nein, Schleifschündle! Schleifschündle. Ja. Oder Schlittschündle, ich weiß nicht. Schlittschuhe laufen. Ich sage Schleifschündle, du Das Opfer. hätten wir auch Für ihr Video. Ja, nein, aber Schlittschündle war so geil gewesen, weil du hast mega genug Zeit, also du hast Zeit zum Reden und du bist aber gleich ein bisschen mehr als nur am Laufen und ich keine Ahnung, irgendwie, also eben, hätte es jetzt nicht geweibt, wäre es scheiße gewesen, sage ich ehrlich. Ja. Aber Das ist wirklich mega herzig, aber ich finde generell im Winter ist es ein bisschen einfacher, so zusammen Glühwein trinken, zusammen Punsch trinken, zusammen Schlittschuhen. Kuscheln. Ja, gut, kuscheln das erste Date. Ja. Aber was ich auch noch hatte, ist Zirkus. Zirkus ist auch mega schön. Also Zirkus ist auch... Wobei dort schaust du halt eine Vorstellung, Vorstellung sagt man dann, oder? Aber du kannst halt nachher darüber reden. Und das ist schon schön. Aber ist das nicht ein bisschen wie Kino? Du kannst nicht währenddessen miteinander reden. Genau. Also wenn ihr nachher noch etwas macht, safe. Ja, nachher noch ein bisschen irgendwie gehen spazieren oder sonst irgendwie... Und dann, ja, gut. So, einfach Fair. bestimmt nachher noch etwas machen. Aber gleich finde ich, Zirkus passiert noch so ein bisschen mehr, wo dich so prägt. Ich weiss nicht, im Kino schlafe fast einmal ein, aber im Zirkus ist es wirklich einmal... Im Kino vergisst du auch, dass du im Kino bist und im Zirkus vergisst du es ja nicht. Nein, und es ist so eine einmalige Erfahrung, die dann auch Ja, fair. bleibt. Aber im Fall, also dann würde ich sogar Kino nicht mal so abstempeln, wenn man nachher etwas macht. Weißt du, wenn man nachher noch gut zu Nacht essen. Weil dann Ja. ist es nicht so cringe von Anfang an. Du hast dich schon ein bisschen eingrooven, aber nur so ganz schüch, weil du musst ja nicht aktiv etwas machen. Ja, Plus du hast nachher ein Thema zum Reden. aber gleich ist es so ein bisschen risky von, ich weiss halt auch nicht so, ich finde ehrlich gesagt so 80% von den Filmen boring. So 20% habe ich noch gerne und dann ist so ein bisschen das Risiko von, der Film ist scheiße. Ja, oder ich merke dann so, er sagt so, wenn wir ins Kino gehen und nachher mit einem Film aussuchen, ich merke so, ihr habt überhaupt nicht den gleichen Film gemacht. Ja, aber So, er will einen Horrorfilm schauen und Oh du willst mein Barbie schauen. dann ist schon mal cringe. Nachher muss er Oh, vielleicht ja. Barbie schauen oder du einen Horrorfilm. Nein. Ja, Also vielleicht fair. doch nicht Kino. Aber ja, ich würde generell sagen, so Winter ist ein bisschen einfacher. So, oder, warte mal, Schlittschuhen, dort habe ich mich schon immer gefragt. Ist dann nicht immer so die Cringe-Situation von, oh mein Gott, tun wir jetzt Handy heben oder nicht? Kommt das nicht so beim ersten Date? Nein, gar nicht. Nicht? Okay. Nein. Also wie... Ist das ein Ding, dass man beim Handy... Ja. Machst du das mit Kolleginnen zum Beispiel auch? Mit Kolleginnen, ich tue immer Handy heben. Und Ah, deswegen wirklich? mache ich mir automatisch die Gedanken, Ah. wenn ich mit einem Typ gehe. Nein, das habe ich irgendwie gar nicht. Aber also, was eben bei uns... Also ich habe es eben auch ein bisschen nice gefunden, weil er ist besser im Schliffschütteln als ich, der Can. Und dann hat es so ein paar Momente gegeben, wo ich dann vielleicht so halb am Umkehren bin und er hat mich dann so Yes. gestützt. Und, so, Und er kann dir noch helfen, Tricks zeigen. Okay, ja. alles eigentlich. Und sie hat so ein Kind gegeben, das ihm die ganze Zeit, weißt du, so reingefahren ist. Und dann ist das so Ah, ein bisschen unser Insider geworden, weißt du, was ich meine? Dann haben wir schon etwas Lustiges gehabt. Haha, Kannst es ist du wieder über passiert. andere lachen, so, Ja. oder? Ja, oder wie einfach, weil die Situation nicht mehr war, weil er, also wie, es ist ja mega so das erste Date und du willst so gut wirken und dann, also wenn du ja 100 Jahre zusammen bist, dann ist das einfach easy funny. Und so ist es wie, ihm ist es so ein bisschen unangenehm gewesen, dass immer das hure Kind in ihn reinfährt und irgendwann dann auch extra und er ist immer so gewesen, und dann ist er aber so selber gefressen gefallen und dann will er so wirken, als könnte das voll gut, ja.
Aber ja, geil. Es bleibt sich eben, es bleibt in Erinnerung und das ist ja die Hauptsache. So, irgendetwas machen und generell Aktivitäten, irgendetwas, wo man sich eben bewegt, vielleicht sogar auch. Ja, voll. Einfach sonst nebenbei noch etwas zu tun hat. Also es kann ja auch eben Essen oder Picknicken oder... Aber so Essen, Picknicken, dort bin ich eben so ein bisschen picky. So. Ich weiss nicht. Picknick bist du picky. Picky! Ja, aber eben bei jedem ist es so ein bisschen anders als andere. Ja, es ist so ein bisschen eine Type-Frage. Also ja, aber sonst noch so Tipps, wie man sich verhaltet vielleicht, ist auch noch das Ding. Aber ich bin voll scheiße, ich bin seit 6 Jahren in der Beziehung, ich weiss nicht, ich habe das letzte Mal halt datet, wo ich den John kennengelernt habe. Da war ich 17 gewesen. Darum bin ich eigentlich scheiße, Also Verhalten ist wirklich einfach sich selber sein. Also nicht irgendwie jemand anders, weil sonst läuft es eh nicht. Sonst läuft es beim zweiten, dritten Mal dann spätestens nicht. Das sicher. Also, einfach locker sein. Ja, aber das finde ich einen guten Tipp von dir, mit wirklich sich selber sein. Das ist schon schwierig, finde ich. Ja. Weil das merkst du wahrscheinlich dann auch jetzt nach 6 Jahren Beziehung. Ihr hebt nur, weil ihr euch selber sein könnt. Oder? Ja, voll. Und das. Und sonst ist Date. Ja, ich würde sagen, das war eine solide Antwort. Wir kommen noch zur letzten Frage. Und zwar... Was machen gegen Eifersucht unter Freunden und FOMO? Also FOMO in Freundschaften? Eigentlich schon und so ein bisschen eifersüchtig sein. Weil ich habe es so spannend gefunden. Hast du das, Amix? Hast du FOMO? Also Fear of Missing Out. Check mal, was das ist. Muss man das erklären? Ja, kann schnell erklären. Also ich check's schon, aber... Ja, einfach wenn andere etwas machen und du bist irgendwie nicht dabei und dann bist du irgendwie vielleicht in der Ferien oder daheim oder weiss auch nicht. Und du hast FOMO, weil du dich ausgeschlossen fühlst, weil du nicht dabei bist. Ja. Voll. Ich muss schon sagen, ich habe das manchmal, aber nicht, wenn irgendwie zum Beispiel 2 Kolleginnen machen etwas und ich bin nicht dabei, das juckt mich eigentlich wie nicht, aber sobald wirklich so eine Gruppe, wenn so meine halbe Klasse würde irgendwie an den See gehen und mich nicht gefragt hat, dann denke ich so, hey, wieso haben sie mich jetzt nicht gefragt? Oh ja. Und dann kommen so die Insecurities. Aber ich finde es auch einen Unterschied, ob man einfach sich dagegen entschieden hat oder ob man nicht kann oder ob man wirklich ausgeschlossen worden ist und nicht gefragt worden ist. Ich finde, das macht schon einen Unterschied. Ja, und auch, ja voll. Und wie viele Leute. Stell dir mal vor, es sind wirklich 10 Leute und keiner wollte dich fragen von diesen 10. Ja. So. Boah, ich würde sagen, ich habe früher eben schon oft FOMO gehabt und ich habe einfach so, einmal habe ich eine Podcast-Folge über das Thema FOMO gemacht und da habe ich so einen Satz, mir gemerkt, und irgendwie, seid da. Das ist jetzt ein Dialekt, sicher nicht Zürich. Seid da. Sagen dir Basel. Wie sagst denn du, seid da? Seid da. Seid da. Dazumals. Was ist das? Bitte, Leute. Warte mal, seid da. Seid da, das macht keinen Sinn. Seid da. Habe ich... Was? Sorry? Jetzt habt ihr besser. Seid da. Mein Gott. Darf ich gar nicht also, so ciao reden. zusammen. Also seid... Was? Nein, sag's einfach nicht. Piep. Seit ich die Podcast-Folge Okay, besser. Fällt mir besser. Habe ich so... Nicht mehr so FOMO oder kein FOMO mehr. Also was? Nur, also wegen dem Podcast? Nein. Hä? Ich habe einen Satz. Ich habe einen Satz in meinem Kopf. Das Wort hast du rausgelassen? Okay, sag's noch. Ich habe mal einen Podcast gemacht über das Thema FOMO. Aha! Und da habe ich sehr viel gelernt über FOMO. Okay. Und dann ist mir ein Satz in my face geflogen und seit dem Satz also sag. sind wir ready, dass wir unser Leben verändern. Vielleicht jetzt auch nicht. Seitdem hast du kein FOMO? Nein, es ist der Pressure so high. Es ist einfach so ein bisschen... Ich finde es eigentlich ein geiler Gedanke. Es ist so ein ich tue jetzt... Weißt du, manipulieren? Ich tue dich jetzt manipulieren, damit du kein FOMO mehr hast. Also, bist du... Okay, aber manchmal darf ich noch sagen, wenn ich sonst noch manchmal ein bisschen FOMO habe und dann manipulierst du mich. Okay. Ich glaube, heutzutage ist es noch schwierig mit so Social Media. Eben, du siehst all die Stories und dann... Ja, willst du vielleicht auch mal selber so eine Story machen, aber du hockst einfach nur so im Bett und chillst und I don't know, und bist nicht dort, wo alle anderen sind, zum Beispiel am See, am Skifahren oder I don't know wo. Oh. So, das. Ja, okay, jetzt manipuliere mich. Ja, das passt jetzt aber nicht in das. Mann, Agnes! Doch, also gute Folge. Nein, das ist so okay, gross, noch ein bisschen. Also. Aber es ist schon mehr, es geht mehr um Freundesgruppen. Okay. Oh, jetzt habe ich voll Angst, mich zu versprechen. Weißt du? Also, warte schnell, ich muss schnell überlegen.
Also, nein, ich muss jetzt, ich tue es jetzt erklären. Ein Satz ist mir, das macht mir Angst. Oh, Das okay, Beste was sein. Also, du musst dich nicht insecure fühlen und fear of missing out, wenn du nicht dabei bist, sondern sie müssen Insecurities haben. Also, sie müssen, ihnen muss langweilig sein, weil du nicht dabei bist. Oh Checkst? mein Gott. Ich Ja. habe es gleich scheiße erklärt. Ja, aber ich check's. Oder? Ich Weil check's ohne schon. dich ist es Ja. einfach auch nicht funny. Du hast den Teller umgekehrt. Ich habe den Teller umgekehrt. Ja, Das Mann. ist crazy. Aber Habe ich dich jetzt manipuliert? ich frage mich, ob ich das wert bin, weißt du, dass sie mich dann wirklich so, weißt du, so auch vermissen und so. Muss sicher schon, du bist eine coole Socke. Okay. So, es hat funktioniert. Es ist alles wieder gut. Nein, aber schon ohne Witz so. Die Leute deine Freunde haben dich gern. Und du bist eine geile Ja. Sau. Du musst dich schnell selber auf. Du bist eine geile Sau. Du bist lustig. Du bist hübsch. Ja. Du bist unterhaltend. Mhm. Du bist eine Bad. gute Freundin. Und wenn du nicht dabei bist, Bro, dann verpasst du etwas. Ja, kann man auch so sehen, ja. Nein, ist es Ich glaube, ich so. muss mir das noch ein bisschen reinfressen, Ja. so ein bisschen eine Nacht drüber schlafen und, Genau das. und morgen ist dann gut. Gut. Aber ja, guter Die Tipp. Leute werden jetzt nur schon in die Kommentare schreiben, oh mein Gott, Nati, nächste Woche, der Podcast ohne Agnes ist einfach scheiße. Ja, warte mal. Ich Ja. habe noch mal etwas. Und Okay. zwar, es gibt ja so, also zum Beispiel, keine Ahnung, machen zwei Kollegen, das finde ich im Fall mega dreist, wenn zum Beispiel zwei Kolleginnen abmachen und zum Beispiel ich bin dann nicht dabei und nachher tue ich extra, weil ich nicht dabei war, frage ich auch nur eine Kollegin, um etwas zu machen, um die andere eifersüchtig zu machen. Oh oder nein, so. das ist so... Also das Das ist das für mich ist so dann wieder- weirdes Game spielen und Spiele spielen. Nein, Ja. nein. das Nein, das das machen wir nicht. Genau, weil das passiert einmal nur, dass man nachher wie das Gefühl hat, oh mein Gott, ich bin jetzt nicht dabei gewesen und jetzt muss ich auch halt so ein bisschen... Nein. Bro, Leute so kommunizieren, wenn noch etwas stört, dann kommunizieren das. Ja, Also, genau. weißt du, was passiert? Also ich finde es easy auch mal eben mit jemandem abmachen und also nicht, dass man dann absichtlich die andere Person nicht macht, aber vielleicht hat es sich gerade so nicht ergeben oder whatever so. Mhm. Oder die Person hat keine Zeit gehabt, aber dann das Mindgame machen, nee, das Voll. ist Kindergarten, wirklich. Ja, und wenn man noch... Was wollte ich noch wollen sagen? Irgendwie... Ich weiß auch nicht, einfach auch vielleicht... Ja, nicht so schnell bei sich selber so den Fehler suchen, wenn man mal nicht dabei ist oder so. Vielleicht sind... Keine Ahnung, und sonst sind es vielleicht auch die falschen Friends. So, Also eben, wenn sie dich aktiv nicht einladen, dann Bro, nein. So dann auch. Dann hast du viel geilere Friends verdient. Eben, die schätzen dich dann Das nicht. auch. Die schätzen dich einfach nicht. Du bist eine fucking geile Sau. Ja, Und wenn Leute das Gefühl haben, sie wollen dich nicht dabei haben, dann geh zu Leuten, die das schätzen. So. ja, und dann hast du auch kein FOMO mehr. So, Ja. Problem gelöst. Ja. Also einfach die richtigen Leute, ja. Und Und, oh, ja. was finde ich auch, also wie, du bist ja dann nicht an dem Ort, aber du bist dafür da. An einem besseren Ort. Du bist an dem Ort, wo es auch cool ist. Ja. Auch wenn du jetzt daheim bist, Bro, Fair. das ist auch geil. Also wieso hast du dann FOMO? Es ist jetzt gerade, geniesse es doch den Moment, wo du gerade bist. Das ist mega wichtig, eben den Moment mal geniessen. Weil man denkt immer so, was hat man nicht, aber Ja, also entspann dich ein bisschen. Wenn du gerade daheim bist, dann bist du so, hey, ich mache mir jetzt einen geilen Abend, Alter. Ich lade jetzt eine Ja. Badwanne ein. Oder wenn du in der Ferien bist, das habe ich auch schon oft gehabt, dass ich in der Ferien bin und andere machen dann etwas und ich bin halt in der Ferien dann, so mit der Familie. Und ich habe das immer scheiße gefunden. Und ich so zurückgedacht, Alter, Bro, du bist in der Ferien. Du erlebst So viel geilere geil. Sachen als alle Ja. anderen, Mann. Genieß doch, dass du in der Ferien bist. safe. Und nachher, eben, vielleicht kannst du dann gleich mal überlegen, eben aktiv auf jemanden zugehen und dann gleich noch fragen, hey, machen wir dann mal etwas. Einfach, dass man nicht immer selber darauf wartet, dass andere ja, einen safe. fragen. So, das ist sicher auch noch wichtig und dann Ja, voll. hast du sicher auch nicht so viel FOMO, als wenn du immer nur darauf wartest, dass andere eben mal etwas fragen oder Und so. also falls ihr mal FOMO habt, das ist auch okay, wir sind alles Menschen. Wir haben alles Feelings. Das Wichtige ist, dass ihr jetzt eben den Teller kehrt. Genau, Und euer oder Geil sagt. Ja, oder auch mal eben so akzeptieren, wie du gesagt hast. Ja, Einfach voll. was so wertschätzen, hey, ich bin auch an einem coolen Ort. Und was war noch? Eifersucht, oder? Ah, Ist irgendwie noch ja, warte mal, wir Äh. müssen mal korrekt lesen. Was machen gegen Eifersucht unter Freunden? Und FOMO. Eifersucht unter Freunden. Das bedeutet ja eigentlich, dass man selber unsicher ist und vielleicht eifersüchtig ist auf die andere Person, weil die etwas hat, was man selber nicht hat. Und das ist eigentlich ganz banal gesagt, als ich selber arbeite. Genau, sehe ich auch so. Also, Aber ist jetzt noch schwierig, also ist jetzt noch einfach gesagt, aber was heisst, dass ich selber arbeite? Das ist jetzt ein ganz grosses Kapitel, das wir dafür öffnen. Aber
Vielleicht wird das die nächste Podcast-Folge. Das wäre sicher sehr spannend. Ja. Also da könntest du nochmal eine Stunde drüber reden, wie man das wegbekommt. Also wenn ihr eine Podcast-Folge mit der Agnes wollt, wo wir über das Thema Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl und Eifersucht und Unsicherheiten und egal ob Körper oder ob whatever, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, würde uns mega freuen. Ja. Hast du noch ein Abschlusswort, das du loswerden willst? Nein, gut. So viel zu dem. Nein, auch für alle Jungs, die vielleicht auch zugelassen haben, Shoutout auch an euch. Also ich meine, es war ein Girls-Tag. Aber Ja, safe. wir dürfen unsere Jungs nicht vergessen. Ja, unsere Jungs. Vielleicht hat sie ein paar. The biggest supporter. Die haben auch etwas gelernt, das ist auch wichtig auf jeden Fall. Ja. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Podcast-Folge gegangen ist, aber es war nice. Danke, dass du dabei warst. Es war Schön. cool gewesen. Ja. Und schon zum zweiten Mal. Wer weiß, vielleicht geht es auch weiter. Eben, wir hocken dann mit unseren Kiddies dann irgendwann da. Boah, das wäre insane. Und dann könnt ihr unseren Kiddos auch Namen geben. Stopp! So mega viele Versprechungen machen. Nein, aber braucht es bei dir auch noch eine Frage? Weißt du, einen Abschluss? Nein, ich glaube... Oder nicht? Ja, macht's gut. Schöne Ciao Woche. zusammen. Also ja, doch eigentlich schon. Vergesst nicht, dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. Schreibt in die Kommentare... Oh, jetzt kannst du eine Frage stellen. Oh, jetzt habe Ich habe bei ihr eine Frage stellen, ja. Was, wie, wo, warum? Das Ich ist habe Brainfuck. Nein, aber Was ist schon haben wir so ein bisschen, nein, so irgendetwas Richtung Periode und so. Wäre noch Ach, wir haben wirklich so viele Themen gehabt. Holy shit. Ja, oder Eifersucht, Periode, was haben wir noch gehabt? Nein, was ist euer Hast du eine gute? Typ Date? Was Oh ist, ja. was ist euer beste Date gewesen? Was habt ihr denn gemacht an eurem geilsten Date? Genau. Geile Geilste Date oder erste Date, so Tipp? Einfach geilste Date. Also das Geilste. Ziel wäre schon, dass es das erste Date ist mit jemandem. Okay, Aber so als Inspo. Für das Inspo. Was sind geile Dates-Ideen? das ist eine gute Frage. Boah, das nimmt mich selber ein Wunder. Also ich brauche es jetzt aktuell gerade nicht, aber ich finde es wirklich Generell. spannend. Ja, und so Date-Ideen kann man immer brauchen oder sogar vielleicht auch für eine Nein. Freundschaft. Kannst du sie Bro, nein, wir können ja vielleicht immer noch machen wir. daten. Aber wir können auch Wir? daten. Ja. Wieso nicht? Ja. Oder Gehen wir ich mal meine einfach etwas Schlittschuhen. Ja, oh mein Gott, Handy heben. Ja, aber auch in der Beziehung, ich kann ja immer noch den John daten. Das muss aber Ja, nicht eben, du kannst nicht... Ja, Nati so, ich kann nicht mehr daten. Aber mir Gut, ist schreibt vorbei. alle Date-Sachen, Ja. alle Date-Ideen in die Sachen. In die Kommentare. Oh, jetzt wird ja Jetzt sind wir langsam durch. Gut, also ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, Du ganz auch. schöne Woche und Und wir hören vergesst uns. nicht, Agnes ihren Podcast zu hören. Adimania Agnes. heisst er. Ah, hast du Adi gesagt? Nicht, oder? No way. Nein, du hast nicht Adi. Ah, das ist nicht. Das wär's. Hast du? Ja! Oh mein Gott, wir haben sogar Agimania! aufgenommen. Agimania! Agimania. Aha, Adi. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, Ja, gut. gerade da Adi ein bisschen vermisst. Da Spaß. Gut, also vergesst nicht, den Podcast zu hören bei ihr. Und Ja, und dann hat ihr bewerten. Ganz genau. wichtig. Ja, und jetzt haben wir eigentlich endlich unsere Fresse mit so So, seit einer halben wir Stunde sind- Abmoderation gemacht. Ja, Ja, wir sind also. out. Wir sagen 3, 2, 1 und dann machen wir Tschüss. Bist du ready? Nein, Spaß. Okay, gut. Schnauze. Okay. 3, 2, 2, 1. 1. Tschüss!